Ja, merci, Herr Präsident. An den letzten Pudesch, also zu 3 extrem brutalen Aggressionen an der Stadt Lützeburg kommen, wo eng jung Frau op eng schrecklich Äderweis ëmbrucht gin ass e kleng Kant vun 8 Meinte op Grazweng brutal Äderweis agresséiert, schlussendlich och en ganz engagéierten Maderbeter vun der Stadt Lützeburg och ma Messer brutal agresséiert. Des Toten hunn ganz viel Leiit schockéiert, net nëmmen an der Stadt, méi weit doiwwer raus, an ganz viel Leute stellen sich natürlich auch frohen, wie et mat der öffentlicher Sicherheit am Land ass. Donierwend stellen sich natürlich auch viel Leute frohen iwwer Täter vun denen 3 Aggressionen an lauten Informationen, die de Parquet auch kommuniziert huet, scheint so zu sinn, dat zumindest een von denen 3 Täter aus engem Nicht-EU-Membersland kënnt. Még Froen dozo und den Innenminister. Echtens wat ass och dort Evaluation vum Innenminister per rapport zu denen Aggressionen. An zweitens wat gedenkt eventuell auch dort den Innenminister zu erholen, ganz besonders gegen Täter, die just op Basis vun enger provisorischer Aufenthaltsgenehmigung sich am Land ophalen. Merci für Ihre Antwort. Merci, Herr Moser, Innenminister. Merci für die Frage. Erlaubt mir für dich zu sagen, dass natürlich als Gedanken bei den Opfern und auch bei den Familien von den Opfern sind von diesen ganz schlimmen Toten. Die versteht, dass ich nicht kann an Detail gehen, weil es laufen Enqueten judiciaire. Ich kann nicht so beim ersten Fall laut Mengen Informationen also kein Element do, wo ich direkt zuständig für. Beim zweiten Fall als ein Messerattack am Gera Quartier geschieht, nicht weit weg vom Polizeikommissariat an do als effektiv Maderbeter von einem Drittstaatler, den der Flüchtlingsstatut wird niedergestacht gehen. Dann, an dem anderen Fall, wo das kleine Kant blessiert ging, da das ein EU-Bürger, den nicht halt zu Lützeburg angemeldet ist, wird den das kleine Kant ganz fest geschlagen. Ich will doch der Police merci sagen, weil die Police konnte dann in den 3 Fällen in ganz kurzer Zeit Täter festholen. Das konnte ich noch an der Presse lesen. Was die Kompetenzen angeht, will ich sagen, an dem Fall von dem, den Flüchtlingsstatut wird, erlaubt Gesetz über die Migration engem den Flüchtlingsstatut wegzuholen, wenn eng Gefahr für die Sicherheit vom Land ist. Ich schon dezidiert, dass der Staat machen. Ich werde der Person den Flüchtlingsstatut wegholen. Das wird keine Konsequenz auf die Enquete, auf den möglichen Prozess. Die anderen Personen sind EU-Bürger, da gesagt Gesetz 4, dass den kann aus dem Land ein Refus d'entrée oder Refus de séjour, die Person war illegal hier, da lebt d'enquête judiciaire, sollte zu einem Prozess und zu einer Kondamnation kommen, dann gucken wir aufgrund vom Gesetz, ob in der Person dann auch ein Refus d'entrée hier am Land kann